Das ist bei Peddler ein bisschen so. Ganz kurz, jetzt geht hier das dritte Viertelfinale los. Marc und Stefan gegen Paul und Chiel. Für uns ein sehr, sehr wichtiges Spiel, denn das ist der Gegner im Halbfinale von Niki und mir. Und ich weiß ehrlich nicht, für wen ich sein soll, weil beide todesunangenehme Gegner sind. Und ich glaube, beide jetzt auch richtig reinkommen werden und ein geiles Spiel zeigen werden. Okay, ja, wir müssen ein bisschen analysieren. Aufschlag, Marc Eggers, hoher Lob. Boah, an die Scheibe. Chiel will das Netz kaputt hauen. Krass. Ach, man kann ja hier gucken. 30-15 für Stefan und Marc. Aber wie war es auf dem Platz, Hugo? Warst du nervös oder geht weg mit der Zeit so ein bisschen, oder? Nein. Bro, geisteskrank nervös. Ich war, als wir ich glaube, wir waren 5-3 vorne. Und das war letzte, Digga, wäre 5-4, Bruder, mental hätte ich dich getankt. Naja, wenn du da das Break kassierst, ist es schwer. Weil dann haben die anderen so krasses Momentum. Ja. Paul wieder vorne am Netz, alle Bälle am Nehmen und Stefan mit dem Fehler. Stefan von der Grundlinie, diese Schläge, diese Fehler, Chat. Das sind die Fehler, die einen abfucken. Weil du musst sie eigentlich nicht machen. Ja, von da hinten machst du selten Punkte. Das ist eher ein Ball, der muss langsam nach vorne, um die Gegner irgendwie. Okay, ich verabschiede mich wieder, ich gehe ein bisschen chillen. Ja, Chat schreibt wieder, ja, Chat fickt euch. So, Stefan mit dem Lob. Andres wieder mit drin. Und Paul, der übernimmt da jetzt da drüben auch eine Menge. Ja, man sieht bei ihm ganz klar die Aufgabenteilung. Chiel bleibt vorne, Paul hinterläuft ihn. Das ist natürlich auch risky, weil ich sage, Stefan kann die Bälle dann auch rechts rüberspielen, wenn Frege dort fehlt. Aber bis jetzt funktioniert es eigentlich ganz gut. Na gut, Punkt für Stefan und Marc. Hat nicht Stefan gerade Fehler gemacht? Ja, wie Paul Omutsch. hinken ein bisschen hinterher mit dem Score. Ja. Paul, willst du setzen? Willst du was sagen kurz? Geiles Turnier. Hugo, für mich wirklich die Überraschung des Tages. Und Safe mit Abstand einer der underratedsten. Ja. Ich bin von mir auch ein bisschen überrascht, dass ich geisteskrank viele Fehler nach wie vor mache, aber dass ich teilweise auch Schläge drauf habe, wo selbst ihr überrascht seid. Man merkt, dass ohne Witz, dieses Momentum, ne? Als ihr dann die Aufholjagd hattet, dann kamen plötzlich die Volleys in die Ecke und so, ne? Volleys in die Ecke, dann dieser eine Stoppball hier, dann ein Return, den ich Maelo, glaube ich, um die Ohren gehauen habe. Aber naja, am Ende gewinnt das Ding wahrscheinlich Carlos und Finn. Aber Adi, ihr seid, also von der Form seid ihr am stärksten. Das ist crazy. Ich muss aber auch sagen, Paul, ich weiß, wie du in München manchmal gespielt hast, ich fand, du hast sehr konsistent gespielt heute. Also ich war überrascht. Also ich fand es gut eigentlich. Also wäre sehr viel drin gelegen. Keine Doppelfehler mehr. Hast du auch hier groß angekündigt, dass du die machst? Also für alle, die nicht von Anfang an dabei waren, Paulo Muck hat versprochen, für jeden Doppelfehler legt er nochmal 250 aufs Preisgeld oben drauf, was übrigens 5.000 € sind. Und Stand jetzt gibt es 5.250. Ich spiele jetzt noch gegen ein neues Album. Gustav und Zaki. Glaube ich, die machen Musik. Jetzt hier. Wir wissen gar nicht, was steht. Wir haben hier Probleme. 15 beide. 15 beide. 1-0, 15 beide. Also, jetzt sind wir wieder da. Alles wieder in der Reihe. 15 beide. Paul und Chiel mit einem Break vorne. Gemeinsamer Hype-Train-Erfolg. Krass, Chat. Okay, Stefan gut hinten. Bachadas von Stefan gut. Gefallen mir. Bachadas sind sensationell von Stefan. Ja. Man merkt schon, wie alle konstanter werden, ne? Boah, und Paul ist, das habe ich auch gemerkt gestern, ich habe gestern mit Paul gespielt, diese Bälle kann Paul richtig gut. Am Netz vorne. Paul hat früher viel Tennis gespielt und man merkt das am Netz. Er kann diese so rein slicen, dass die wirklich sehr, sehr wenig bouncen. Auch mit einem guten Speed. Der war aus, glaube ich. Der war aus, ja. 30-15 für Paul und Chiel jetzt. Die haben übrigens Stefan und Marc gebreakt im ersten. Ja. Man merkt aber auch, dass Paul jetzt so ein Stück weit auch so in seinen Mut kommt. Ja. Das letzte Gruppenspiel so ein bisschen abgeschenkt. Ja, der war angefressen. Auch hier in der Pause stand er hier rum, war nicht ganz happy. Aber so muss auch ein Paul drauf sein, so muss ein Paul spielen. Ja, Paul, ich habe schon sehr, sehr oft gegen Paul gespielt. Darts Creator Cup zweimal, Tischtennis Creator Cup einmal. Paul geht in den Modus rein, das ist krass. Paul hat so dieses, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ne, wenn man gegen Profisportler spielt, die gehen immer so, egal ob das, ich habe mal auch, glaube ich, gegen Ex-Fußballer gespielt, die haben so diesen Knopf im Kopf und die schalten einfach um, egal ob es Spaß ist oder nicht, die sind direkt im Modus. Und Paul ist auch Switch, so einer, der hat auch diesen Switch drin, sobald es competitive wird, ist Paul anderer Mensch,
was ja für den Sport richtig gut ist. Der lacht nicht mehr, der macht keine Witze mehr, der redet nicht mehr. Ne? Man sieht es jetzt. Full drin, voller Fokus, aber das ist genau das, was wir brauchen. Ja, bei so einem Friendly nervt es halt. Also Friendly gegen Paul spielen geht gar nicht. Der lacht über keinen Joke, kein Trash-Talk, gar nichts. Der ist komplett in the zone. Geht nicht. Auch wenn es ein Friendly ist. Hier ist es alles andere als ein Friendly. Hier geht es ums Halbfinale. Ich finde auch Marks Position immer geil, die er hat. Oh, hier. Gut jetzt mal von Marc. Wichtig für Marc und Stefan, da jetzt dran zu bleiben. Haben wir einen Breakball für Marc und Stefan? Wir haben einen Breakball. Erster im Netz. Paul fährt full die Taktik. Erster Aufschlag full. Und zweiter dann. Ist es eine gute Taktik, das würdest du sagen? Auf dem Niveau auf jeden Fall. Weil wir haben es bei Maelo gesehen. Maelos Aufschlagspiele, glaube ich, gefühlt immer stark von Marc da reingegangen. Und der ist gut aus. Gespielt von Marc. Und das sehr, Rebreak. Ganz, ganz wichtig für Stefan. Und jetzt haben wir hier noch Merle Perle am Essen. Das ist ein krasser Shot. Auf der rechten Seite Philippa, auch aus der Schweiz, aus Basel. Grüß. Hauptschweiz. Und Sandra. Hauptschweiz. Hauptschweiz. El Gesso. Erklär uns bitte nochmal deinen Spitzname, der Käse. Ich bin El Gesso. Warum? Ja, das liegt daran, wir haben letzten Sommer auf Mallorca sehr, sehr viel Paddle gespielt, wo übrigens auch die Idee für den Paddle Cup entstanden ist. Letzten Sommer auf Mallorca im Urlaub. Und Niki hat... Nee, es ist noch weiter weg. Bei den Touren von Max hat immer jemand navigiert, bei diesen Fahrradtouren und so. Der Vorderste musste immer navigieren und den haben wir irgendwann El Navigante genannt. Das war El Navigante. Boah, Paul mit dem Smash-Versuch leider ins Netz. Den haben wir El Navigante genannt. Dann waren wir auf Mallorca, haben Paddle gespielt und Niki hat jeden Ball rübergebracht. Der hat zum ersten Mal Paddle gespielt, aber das ist so ein Spieler, der bringt jeden Ball rüber. Ja, aber genau vielleicht so nicht so krass, du. genau, so einen brauchst du. Und die sind ultra schwer zu spielen und dann wurde er El Constanzo, weil er so konstant ist. Dann habe ich noch einen Namen gebraucht und das wurde fürs Trikot dann El Queso, weil ich aus der Schweiz komme, also Käse. Oh, ich glaube jetzt... Oh, erste Streitsituation. Ich glaube, dass... 2 Neues, ein Led. Harte Entscheidung jetzt. Eigentlich wäre es Punkt für Paul. Was war das Problem? Ja, klar, Punkt durch. Aus. Ja, da müssen wir jetzt kurz aber drüber sprechen. Das ist eigentlich Punkt für Paul. Ne? Ja, es ist Punkt für Paul. Ja, Punkt für Paul, keine 2 neue, weil Stefan hat es falsch gesehen. Also steht's, wie steht's? Ja, jetzt wird hier Stefan dachte, es wäre ein Double-Touch gewesen, ne? Viertelfinale. Es kocht. Es kocht. Nicht nur... Jetzt raus, wie viel steht's dann? Es kocht, Chat. Match. Könnt ihr gerne Match in Chat schreiben. Aber ist gut, ich sage es gut. Ich weiß, das fuckt immer ein bisschen ab auf dem Platz, aber das ist gut, dass jetzt hier mal ein bisschen Stimmung dazu, reinkommt. ne? Ich meine, das sah schon so aus, aber das sind einfach nur die Schläge aneinander gekracht, das passiert. 15:30. 15:30? 15:30 für Marc und Stefan? Nee, für Paul und Giel 15:30. Ja, 15:30. Ja. Sagt man so, weißt du, habe ich gelernt. Der Du hast aufschlägt. gesagt 15:30 für Marc und Stefan. Ja, ist ja 15:30 für Marc und Stefan. Was willst du? Spricht man so aus? Du bist doch Sportreporter. Wie machen wir's? Wie steht's jetzt nach dem Fehler von Ich habe Marc? nicht geguckt, 15:40. Sehr gut, sehr gut. Es kracht, Chat, es kracht. Ja, aber da seht ihr auch, da sind alle sehr ehrgeizig, zu Recht auch. Und der ist im Aus. Chat, für wen seid ihr? Schreibt mal kurz in den Chat. Ich muss mal eine Analyse haben. Marc oder Stefan oder Paul und Giel, die holländische Legende. Guter Aufschlag. Ja, Marc ist extrem groß und kann diese Bälle holen. Unforced Error jetzt von Stefan, der ist ärgerlich. 2:1, Break 4 wieder für Giel und Paul Frege. Ja, Chat relativ eindeutig für Paul und Giel. Paar für Marc. Aus, der ist aus. Der war zu lang. Erstes Aufschlagspiel von Giel. So, jetzt musst du aber noch die Story zu Ende erzählen. Ja, genau. Constanzo. El Constanzo und dann haben wir fürs Shirt einen Namen für mich gebraucht und dann wurde es einfach El Queso. Also da stellt absolut nichts hinter. Eieieiei. Trifft in der gut. Ach, Ja, das ist im Paddel so ein bisschen das Ding. Es ist eine gute Taktik, auf Körper zu gehen halt leider, ne? Das kann man auch nicht übel nehmen dann. Nee. danach so Auch tut, als vorhin würde man als sich Paul... entschuldigen. Niki, nicht Paul. Niki hat doch Zachi abgeschossen. Ja. Nicht fest, sondern einfach nur auf den Ja. Körper. Das musst du halt machen. Aus. Wenn es natürlich 5-0 steht, 30-0, dann macht man es eher nicht. Aber bei einem engen Spiel. Guter Return von Stefan, den hat Giel hat Giel den. noch. No way, no way, Was für ein nochmal. Body Gutes Spiel von Stefan. Stefan.
Der war wichtig jetzt für Stefan Gehrig. Sensationell. Und Giel holt ihn noch super. Voll im Körpereinsatz. Ich sag auch ein kleiner Tapia gewesen. Ein bisschen schneller am Netz vorne ist auch ein Tapia, sage ich dem immer, wenn man raustappen kann. Für die Leute, die Agustin Tapia nicht kennen, die Nummer 1 der Welt aus Argentinien. Der Mozart aus Catamarca. Ja, kann ich by the way mal sehr empfehlen, bei den Profis einzuschalten. Ja, Andi, du bist nächste Woche mit dabei. Ich bin dabei, ne? Ich kommentiere. Ja. Krass. Ja. Boah, voller Einsatz von Giel. Der macht hier so auf Fußballtorwart und hechtet noch zum Ball hin. Ab wann kommentierst du? Erzähl mal. Am Sonntag, Finale, oder? Finale. Paddel P2 Düsseldorf auf Red Bull TV. Du als Feldreporter, Kommentator irgendwo mittendrin. Ich weiß nicht, was meine Aufgabe ist, aber ich bin da. Und es wird gut. Punkt. Okay, 30 beide. Die wollen jetzt das Break haben, Stefan. Ja, diese Bälle darfst du Paul nicht geben, weil die spielt er eigentlich gut zurück. Und jetzt... Ja. Gut gesaved von Stefan. Jetzt haben sie das Netz wieder. Oh, gut vorgerückt, aber auch von Marc. Stand da. So bitter. Aber unglaublich stark gespielt von Paul. Taktisch zuerst in diese Ecke. Stefan kann ihn retten und dann von hinten direkt wieder Druck gemacht. Ja, Marc muss da ruhig bleiben, den vielleicht einfach durchlassen. Stefan wäre bereit gewesen. Ja, aber auch sehr, sehr gut so gespielt gut von Paul. Verteidigt, genau. Paul mit Vollgas. Letzugo ist im Chat. Was geht? Giel mit der Gelegenheit springt da vorbei. Ist Nein, das Stefan! Es sieht aus wie ein Ninja. Marc ist frustriert. 1:3 jetzt aus Sicht von Stefan und Marc. Andres, Einstand. Einstand. Okay, Einstand. Einstand. Ich werde hier angeschnauzt vom Schiri, dabei mache ich nicht mal das Scoring. Scoring mache ich gar nicht. Alles gut, alles gut. Alles gut so, der kann damit umgehen. Oh. Paul tankt sich da durch. Stefan, Stark von Stefan Gehrig. Paul Frege riskiert alles, aber Stefan hat aufgepasst. Und damit die Möglichkeit zum Rebreak für Stefan und Marc. Wow, ist das spannend jetzt. Warte mal, haben wir bis jetzt nur Breaks in diesem Satz oder bin ich dumm? Gefühlt ist und hier es nur ist Break. es. 2:2. Oh, man sieht bei Paul im Gesicht, der ist voll drin. Aber auch bei Stefan, ne? Also auch Stefan. Ja. Aber der ist auch schon ganz gut am Schnaufen. Also gerade die beiden müssen ja. Ja, Marc viele braucht Bälle auch eine offizielle Trinkpause. Ja, wir können Der auch in einem anderen Trikot spielt. Ich weiß nicht, ob es vielleicht so sein Malle-Glückstrikot ist, was er immer im Megapark anhat. Er hat gesagt, er schwitzt tatsächlich einfach am meisten. Von allen. Deswegen haben wir den José ja da, ne? Falls du mit dem nassen Rücken an die Scheibe kommst. Wir spielen, glaube ich, sogar ab Halbfinale dann sogar mit den richtigen Pausen, damit man auch ein bisschen mehr Verschnaufpause hat und ein bisschen Taktikbesprechung machen kann. Und auch mit Seitenwechsel dann. Also ab Halbfinale ist voll. Ja, so ein langsamer Aufschlag ist auch mal gut. Der springt zu weit raus. Ja, Stefan. Aber Marc passt auf. Guter Ball von Stefan. Guter Ball von Stefan. Ja, die sind eklig. Wann spielen Saki und Gustav wieder? Die sind leider im Viertelfinale ausgeschieden gegen... Gegen dich? Ja. Ja. Aber Marc macht jetzt alles richtig am Netz. Der blockt einfach nur den Ball rein. Versucht da nicht viel zu machen, sondern... Ja, ist auch ganz klare Taktik. Ne? Marc bleibt einfach vorne. Hat Paul noch. Gut von Paul. Auch den hat Stefan. Schade. Ja. Man merkt bei allen so die Taktik jetzt mittlerweile. Ja, Das ist immer der Lob, Marc bleibt vorne. Ja, Chat, ihr müsst das so verstehen. Ne? Bei Paddle ist es so, gerade wenn du so einen Paddle Creator Cup machst, ist es unfassbar schwer, 8 Teams zu finden, wo alle Full Paddle spielen können auf dem gleichen Level. Das heißt, wir mussten so ein bisschen die Teams... Oh, was war das? Da war Paul, glaube ich, nicht mehr dran. Nee. Hat direkt weggeschaut. Ja. Schiri Daniel sagte auch, nein, not Docker, hat ihn nicht berührt. 30-15. Es ist sehr, sehr schwer, die Teams richtig zu balancen. Deshalb sind die Teams auch so, wie die sind, weil wir geguckt haben, wie können wir es am besten machen. Und jetzt müssen halt die Teams mit dem umgehen. Ne? Und jedes Team entwickelt da so ein bisschen seine Taktik. Jetzt Marc gerade ein bisschen mit einem dummen Fehler. Da war wieder ein Loch im Schläger. Es sind diese Rückhandvolleys, die fallen Marc schwer. 30 beide von rechts. Chat, War es nicht gerade 3:1? Ja, unser Fehler. Das war ein kleiner Anzeigefehler. Verdrücker. ChatGPT, nicht wir.
Aber ich bin auch bei Stefan, der kann diese Bandejas besser spielen, ich weiß das. Aber ich habe das Gefühl, er hält sich gerade noch so ein bisschen zurück. Der Stream läuft ein bisschen die Nervosität. Er muss viel mehr laufen. Ja, die Nervosität und das Laufen vielleicht ein bisschen. Ne? Ja, und sein womöglich nächster Gegner sitzt hier und labert die ganze Zeit drüber. Ich kann bestätigen, auf dem Platz hört man nichts. Also einerseits wegen den Scheiben und die Boxen sind außen, man hört auf dem Platz fast nichts. Da können wir sie ja doch beleidigen. Könnt alle wegbeleidigen. Warum macht Ada Sachi nicht mit? Ja, der läuft tatsächlich gerade einmal um die Welt. Komm jetzt drauf. Der Sitz von Marc Paul kommt noch ran, aber da ist auch Stefan, wieder guter Ball von Stefan. Mit dem Überblick. Den hat Paul Ist noch. das eine gute Partie? Was für ein Ballwechsel! Marc belohnt sich. Und ist das krass, Stefan und Paul rennen hier über das gesamte Feld von links nach rechts. Riel und Marc chillen vorne, trinken ein bisschen Kaffee, während die Smashes ab. Aber die Taktik funktioniert. Boah, der hat gerade ein paar Kilometer gemacht, Paul. Ja, aber sehr, sehr guter Ball von... Geht Paul so ein bisschen zu viel in die Mitte, weil er denkt, der Ball kommt in der Mitte. Man muss aber auch sagen, Stefan ein bisschen Glück, dass er Marc da nicht trifft, weil der Ball ging so 5 cm an Marc vorbei. So, und jetzt ist es doch, glaube ich, die erste Führung für Stefan und Marc. 3:2. Paul mit dem Aufschlag. Und jetzt ist gefühlt wieder alles in der Reihe. Nachdem es da vorhin Break Festival gab. Das kennen wir von ihm. Der erste, ist schwierig. Aber da will er auch immer alles mit reinwerfen. Paul Frege jetzt auf den zweiten. Und dann muss man den zweiten aber reinbringen. Und das wird ihn ärgern, sage ich. Das wird Paul ärgern, Chat. Aber nochmal, das braucht er vielleicht auch. So ein kleines Wachrütteln. Ja, grinst da ein bisschen. Er grinst da mal ein bisschen. So, Guter Ball. der dritte passt jetzt. Aber man merkt, Stefan ist da. Passt doch nicht. Paul ist so ein bisschen die Luft rausgegangen, habe ich so das Gefühl. 0:30 jetzt, ganz schnell. Er ist auch krasser Momentumsport, ne? So, und den haut er jetzt weg. Wow, Stefan. Super Abwehr von Stefan. 0:40. Sehr, sehr geil gespielt von Stefan. Sehr, sehr geil gespielt. Und schon steht's 0:40. Den trifft er Das gar ist nicht halt richtig was. sauber. Ja, kann man ein bisschen Tempo rausnehmen, ne? Ja. Und Paul frustriert hier natürlich. Uff, gerade noch so rein, der zweite Aufschlag. Oh, Stefan macht es so gut. Er ist da, er ist da. Er weiß, dass der Ball kommt. Aber noch 2 Break-Möglichkeiten für Stefan und Marc zum 4:2. Krass, diese Shots durch die Scheiben sind immer low-key Hot-Chat. Stefan gibt ihn aus. Riel sieht irgendwie immer so aus, als hätte er die Tage vorher gesoffen. Das kann tatsächlich bei Riel immer sein, Chat. Guter Schöner Lob Lob von Stefan. Einmal der Riel wechselt die Seite und jetzt. Schöne Was Bachada ein von Ball Stefan von Gehrig Stefan. zum Break. Ja, Stefan ist da jetzt, man merkt's. 4:2. Das Momentum jetzt komplett bei Marc und Stefan. Ja, und da drüben wird sich schon besprochen. Riel und Paul, die brauchen jetzt eine ordentliche Taktik. Ich frage mich, warum Riel so aussieht, als würde der hier die ganze Zeit rumrennen. Dabei ist es doch Paul, der überall ist. Und der spielt da richtig was ab. Was der abdeckt. Links, rechts, vorne, hinten. Der ist gefühlt immer da. Aber leider häufig auch entsprechend dann zu spät. Aber wir haben alles schon erlebt heute. Es ist noch nicht vorbei, Chat. Es ist noch lange nicht vorbei. 4:2, da geht noch alles. Guter Lob. Boah. Und der kommt dann da türkisch runter. geht's Aber ans Stefan Gitter. weiß damit umzugehen. Marc Der ist kommt da. auch noch mit rein. Super Ball von Paul Frege. Und der wird ihm gut tun, dieser Ball. Das sind die Momente, wo dann Paul wieder da ist. Ganz, ganz entspannt den Longline die Linie runter. Hugo ist mit Meule im Teamchat. Ja, Chat, vorher noch mal ein bisschen Paul und Riel an. Die können hier das Ding noch drehen, da ist noch nichts vorbei. Die brauchen euch. Die wollen im Nachhinein den Stream angucken und sehen, dass ihr am die Start blockt wart. den Stand jetzt Riel, Riel aber gut, Stefan aber gräbt den Paul aus. ist da! Und jetzt, Riel schlägt vorbei. Ist noch nicht und vorbei. jetzt geht Stefan Ist noch rein, nicht jetzt geht vorbei. Stefan rein. Ja. Was für ein Ballwechsel. Stefan Gehrig macht den Punkt. Was ein Ball. Sensationell. Zweimal geblockt von Riel. Und dann die Bachada de Paredes. Tut mir leid. El Queso. Geht's noch weiter?
Okay, das habe ich tatsächlich. Keine Ahnung, das habe ich ja nie gesehen. Ich habe wirklich oft Paddle gespielt, das habe ich noch nie gesehen. Habt ihr gesehen, die Stücke so ein bisschen? Das hat so ein bisschen Ich glaube, gedampft. der Ball war ja aber direkt im Aus. Marc sagt, das war der Doppelschlag. Von den Kickers, Von wo den die Kickers. so diesen nicht Elfmeter, diesen Volley-Fallrückzieher. Aber da muss Stefan ihn briefen, das ist klarer Vorhandball. Stefan, schaut dir nochmal aufs Ergebnis, wie es steht. Stefan war gestern im Megapark, der hat kein Briefing gemacht. Und stopp, da kommt der Störball. Ja, Wiederholung. Da drüben warm. Von Maelo und so. Maelo? Eieiei. Was ist das? Das darf ja gar nicht passieren. Okay, das geht nicht. Maelo ist raus. 2 neue gibt es dann. Chat. Also der Ball kam vom Nebenkorb rein. Bitter natürlich. Aber Weil das ist einfach jetzt Stefan so nochmal gut neu gemacht. aufschlagen konnte. Unfassbar bitter für Paul in der Situation. Aber das passiert im Turnier. Und das ist leider so, wenn Ball reinkommt, Das ist so, ja. Das dann wird passiert der Punkt oft. unterbrochen Ja. und neu angefangen. Das ist im Paddle so, Chat. Viktoria Kurz, was die wahrscheinlich schon für Momente hatte, wenn der Ball da vom Nebenkorb reinkommt. Passiert alles im Turnier. Boah, was ein Guter Ball von Paul. Und jetzt wieder die Break-Möglichkeit, Chat. Für Paul und Chiel. Es ist unglaublich, das Spiel. Das ist aber das Geile an unserem Niveau. Es gibt so viele Breaks. Das Spiel dreht sich immer wieder. Ja. Also man kann hier wirklich... Eine Prediction ist unfassbar schwer. Oh, knapp. Ja, Stefan geht jetzt auch bei den ersten Aufschlägen gut rein. Musste auch Risiko eingehen beim ersten. So, Marc da vorne am Netz. Überlegen dominant, aber nicht wirklich effektiv. Gut von Stefan, ruhig gespielt und er ist schwer und jetzt muss er weg. Das Gut macht Stefan gespielt. clever. Statt ihn nochmal fest drauf zu hauen, spielt er ihn flach auf den Körper. Das macht er gut. Und Einstand. Ja, Niki ist im Chat. Niki, ich sehe dich. Geil. Naja, Niki und ich spielen gegen das Gewinnerteam von diesem Spiel im Halbfinale. Also das wird ein Brecher, das kann ich jetzt schon mal sagen. Vor allem was Gutes für euch. Die schwitzen hier richtig sicher ab. Die sind richtig am Arsch nach dem Spiel. Und ihr habt ja in Anführungszeichen konntet ihr durchmarschieren mit 6:0. Jetzt. Das wird auch noch ein bisschen länger Guter gehen. Ball Schön von gesehen Paul. von Gerettet Paul. von Stefan. Und gut. Ja, und das ist perfekt gespielt Überragend von Paul. Perfekt. Überragend von Paul. Für die Leute, die sich fragen, ich glaube, das habe ich am Anfang oft gedacht, so ein Ball jetzt von Paul, wieso hämmert der nicht einfach voll drauf? Das muss man im Paddel ein bisschen verstehen, dass es da nicht darum geht, voll drauf zu brettern. Man denkt sich das immer, wenn man neu guckt, so, oh, wieso schlagen sie das nicht schnell oder so? Weil, glaube ich, auch viele Leute zugucken, die neu sind. Es ist oft besser, wenn du ein bisschen langsamer spielst und der Ball dann an der Scheibe stirbt, weil du den dann nicht mehr zurückspielen kannst. Paul ist jetzt wirklich überall zu Ja. finden. Chiel Und jetzt schießt Chiel. ihn ab. Und damit das Zum nächste Break. Siehst du mal, 3-4 nur noch. Und das war das verflixte 7. Spiel. Das wegweisende. Momentum also jetzt ganz klar auf der Seite von Paul und Chiel. Und Marc Eggers mal wieder mit dem nächsten Körpertreffer. Der hat jetzt ein bisschen was eingesteckt. Ja, Marc Eggers hat direkt die Hose hochgezogen, dann weißt du, jetzt geht's los. Ja, vor allem, weil du es vorhin angesprochen hast, dieser leichte Ball, den so reinzulegen, ärgert den Gegner noch mehr. Ja. Weil man denkt, man kommt noch dran und du hast keine Ja. Chance. Du wirst zum Hund gemacht in Ja, der Ecke. ja. Du denkst so, ich bin hier gerade, in dem Moment bin ich ein Hund. Man fährt nicht nur die Firma an die Wand, sondern man rennt selber Ja. gegen die Wand. Hast du schon mal eine Scheibe kaputt gemacht im Pedal? Nee. Und jetzt Jawohl. Breakdance-Move von Marc Eggers. Applaus, bitte einmal Applaus für Marc. So war. Ich dachte kurz zuerst, er hätte einen epileptischen Anfall. Nee, Marc macht tatsächlich immer, Ja, wenn er Breakdance, umfällt, weiß, geht er ja. direkt in die Breakdance-Moves rein. Ist das scheiße. Der war eins zu weit. Hast du schon mal eine Scheibe kaputt gemacht bei Pedal? Nee, aber ich war quasi mal dabei, als es passiert ist. Ich war auch mal dabei. Echt? Du warst Mit es dir selbst. in Mallorca. Ach, die Stelle meinst du? Okay, sie ist nicht kaputt, aber sie ist gerissen. Ja, sie ist gerissen. Ah, du warst mal dabei, als eine komplett kaputt gegangen Ja, ist. ja, genau. Als sie richtig durchgebrochen ist. Wenn du voll reinrennst und die vielleicht vorher schon so ein bisschen Genau. Willst du kurz die Story erzählen vom Adler? Ja, gut, Hier er ist gegen einfach voll in die Scheibe? Seitenscheibe reingerannt und hat danach gesagt, nee, das war schon. Es war ein kompletter Riss in der Scheibe drin. Und aber wir waren quasi bei Stefan Gehrig auf seinem Homecourt und wo er jeden Tag trainiert und dann meinte er so, diesen Riss hat er noch nie gesehen. Damit Shoutout an Joshua, den Adler, El Arila. Und jetzt, by the way, 40-0 für Chiel und Paul. Die haben gerade Momentum und wollen hier ausgleichen. Und dann der Unforced Error. 4:4.
Ungewohntes Bild. Wir haben schon 6-0 gesehen, wir haben 6-3 gesehen. Jetzt wird es hier nochmal richtig eng, richtig spannend. Und bei 4:4 habe ich gesagt, schreibt niemanden ab. Hier kann alles passieren und so ist es auch. Boah, dieses Game ist jetzt wichtig. Und der ist weg. Der ist weg. War der Aufschlag gut? Ich weiß es nicht. Ja, ich glaube, der war gut, ne? Paul nickt. Wenn sie das Spiel gewinnen, Stefan und Marc, gewinnen sie das ganze Match, sage ich. Ja, ich glaube, dieses Game ist jetzt auch sehr wegweisend. Ja. Und das ist auch schon. 30-0, First to 30. Das ist ein bequemes Kissen, auf dem du erstmal Platz nehmen kannst. Klar, Ja, sag das nie, ne? Sag aber das nie. 30-0, erstmal die ersten zwei. Jetzt Stefan. Guter Ball. Perfekter Lob in die Ecke. Und jetzt kann er angreifen. Chil im Riesenabwehrmodus gerade. Was holt der denn jetzt alles? Und der ist weg. Der war aus, ja. Der war aus. Ich glaube, da hätte Stefan beim einen Ball ein bisschen mehr geben können. Der war also ein bisschen zurückhaltend. Vor allem bei 30-0. Er hat eine super Barada, der da durchziehen können. Nicht mal mehr vorne den Ball am Netz vorher noch. 30-15. Stimmt Jetzt alles, behält genau, am Ende ja. Adi noch recht. Mit 30-0 ist noch gar nichts. Paul spielt das immer so chillig. Der steht immer so chillig da. Das Der fuckt dich kommt als von Gegner Kiel. so ab. Und das ist gut Und gespielt. Stefan schickt ihn, aber Paul ist da. Bleibt dran. Und Chiels Bälle kommen auch gerade alle einfach Überragend, rein. ja. So, jetzt. Da stimmt Oh, auch schwerer der Ball. Der ist und weg, der der ist ist weg. Weit 30. 40-15 jetzt aus Sicht von Marc und Stefan. Guck mal, Adi, wir haben hier so einen Räusperknopf. Da kannst du drauf drücken und husten. Nö, ich huste einfach, alles gut. Nee, entspannt. Den drücke ich immer, wenn du redest. Perfekt. Boah, Marc liegt da auch gefährlich, duckt sich nicht weg. Geiler Ball von Paul. Oh, da steht Chiel erwischt falsch. Erwischt ihn genau da, wo er ihn erwischen will, auf seinen Füßen und damit das 5:4. Jemand im Chat fragt, spielt Marc überhaupt mit? Ja, Chat, ihr müsst verstehen, es ist schwer, weil natürlich Stefan viel spielt und quasi die gefährlicheren Volleys spielen kann und die versuchen natürlich alles über Marc zu spielen. Man nennt das den Gegner in den Kühlschrank stellen. Das machen Paul und Chil mit Stefan Gehrig. Boah. Ich glaube, der Aufschlag war aus. Zweiter Aufschlag. Genau. Alles gut, Chat. Genau. Boah, guter Ball Was von für Ball Chiel. von Chiel. Zauberball. Und jetzt Stefan. Seitenglas. Boah, guter Winkel, da muss er rennen. Wo ist und der hat denn ihn. nicht, der Typ? Stevie G covert wieder Nein! alles und am Ende ist es Marc Eggers Marc mit dem Eggers. unglücklichen Marc macht hier Fehler. die Meter. Marc, wir verstehen dich nicht. Wir verstehen nichts. Wir verstehen nichts, Marc. Alles gut, Digga. Marc sagt irgendwie sowas wie, Stefan soll sich mehr anstrengen. Stefan läuft ihm zu wenig, hat er gesagt. Marc hat uns gerade zugeflüstert, yo, kommt im Megapark, ich drehe in ein paar Tagen auf. Er hat gesagt, Stefan läuft mir nicht genug. Stefan läuft zu wenig. Und da stimmt nämlich die Abstimmung. Da muss er vielleicht jetzt auf Chil, nein, nicht draufschmettern. Ja, aber Paul spielt das auch wirklich smart, muss man sagen. Ja. 40-0. 30-0? 30-0. 30-0. Ja. Boah, geile Spiele jetzt am Viertelfinale. Ne? So ein Satz ist nochmal viel anders. Guter Return. Schön bewegt von Weg. Stefan und der ist weg. Auch interessanter Schlag von Chiel, der geht so komplett in die Hocke und schlägt dann über dem Kopf. Finde ich auch eine interessante Taktik. Ja, er kann diesen Rückhandball nicht so gut spielen, deswegen spielt er den immer quasi so Scheibenwischermäßig. 15:30, sehr, sehr guter Aufschlag. Gut aber von da steht er Stefan. bereit. Am Netz nochmal Stefan. Stark von Der will Chil, jetzt alles retten. der jetzt auch mal zeigt, was er kann. Wieder mit diesem Scheibenwischerschlag. Der packt da die 40-15. Bratpfanne aus und es funktioniert. Warum denn nicht? Was für ein Return. Der war noch drin. Was für ein Return von Marc Eggers. 30-40 und das ist jetzt ein wichtiger Punkt. Hier können Sie das 5-5 machen oder es geht in Einstand. weg. Der ist weg und man hat es bei Paul gehört. Der wollte den gewinnen. 5-5.
Es geht bis 7. 5. Boah, gehen wir hier vielleicht ins erste Tiebreak? Ich glaube, jetzt brauchen die Spieler auch eine Pause. Ja, kurz hinsetzen, kurz Taktik besprechen. Mal schauen, ob wir lauschen können bei jemandem. Ja, Stefan geht schon extra. It's good. We just keep like this. Perfect. We don't change anything. No, we change nothing. We play to the left. That's it. Everything to the left. I run a little bit more now. Gut. Oh ja, danke. Das ist ja so geil. Wir lauschen die ganze Zeit, was ihr sagt. Jetzt können wir so übersetzen. Wie so, wenn die Spanisch reden. Ja, Paul hat gesagt, wir ändern nichts. Wir spielen genauso weiter. Sie wollen bei der gleichen Taktik bleiben. Aber am besten hat mir gefallen, er will noch mehr laufen. Paul, du kannst nicht noch mehr laufen. Du rennst die ganze Zeit. Du bist eine Maschine. Und da kommt ja vielleicht noch ein Halbfinale und ein Finale. Boah, ich kann jetzt aber schon sagen, egal wer dieses Spiel verlieren wird, extrem bitter, weil beide sind dran. Das wird jetzt einfach unfassbar hart. Jetzt geht's auch. Und beide haben es auch verdient. Ja, beide haben es verdient. Komm, Stefan. Ist das Gut, Stefan. Von Stefan raus. Jetzt zeigt er doch mal, wie er smashen kann und wie. Wie sagt man den? Portres. Portres. Wie heißt das? Portres. Warum? Über 3. Ja, weißt du warum? Nö. Kann ich dir erklären. An der Seite sind nämlich 3 Meter hoch. Und wenn du den über Glas und rausspielst, hast Geht du er über die über 3 3 Meter. Und wenn du ihn hinten hochspielst, sind es 4 Meter. Por Und wenn du favor. ihn raustappst, por cuatro. Por quattro. quattro. Ich nenne den immer den Tapia. Ich weiß nicht wieso, wegen Tapia. Ja. Aber die Das Problem, Statistik ist, auch nicht schlecht. das Problem ist, in Spanien kann halt niemand Englisch, ne? Ja. Beim Paddel kann niemand echt so, ne? Englisch. Du stehst da mit oben, Adi. Ein Porträt geht auf deine Kappe, der andere Das bei ist Stefan. clever von Paul Frege übrigens. Das hat er ein bisschen sich auch angelernt, den Ball dann vernünftig nur reinzulegen. Sehr schlau. Ja, man muss ja sagen, du hast Paul trainiert, ne? Und ich glaube, Paul war immer dieser Mann Merkt man. sehr lange, der richtig viel reingeballert hat und du hast ihn so ein bisschen gezähmt. Du hast Ja, das Monster ja. gezähmt. Weil Paul hat die Kraft, das Talent, aber du musst so ein bisschen Tempo rausnehmen. Boah, Ball nicht richtig getroffen. Aber dafür Stopp. Gil hat's Netz berührt. Gil hat's Netz berührt. Schiri, Daniel hat gut aufgepasst. Punkt für Stefan und Marc. Gil touched the net. Das ist hart. Der tut weh, Ja. weil die haben eine super Position gehabt. Und Paul ist wie angekündigt noch mal mehr gelaufen, hat den noch rübergekratzt. Come on. Das ist natürlich jetzt hier die Vorlage. Marc macht nicht viel War das draus. legal von Marc? Schiri hat der übergegriffen. War drüber. War Marc drüber. greift drüber. Chat, Aha. dass ihr das versteht, du darfst den Ball nur überm Netz treffen. Du darfst mit dem Schläger nachher drüber schlagen. Genau, auf aber deiner der Ball eigenen Seite, genau. muss auf der Höhe vom Netz getroffen werden. Und wenn Genau. du zu weit rüber gehst, dann zählt das nicht. So, und jetzt, hier haben wir doch die Kamera. Perfekte Einstellung. der Ah, war so. warte. Stopp. Der zählt. Ich würde sagen, ist gut. Warte. Willst du gucken? Komm. Ihr kriegt den Punkt. Wir gehen wahr rein. Er kommt kurz. Schiedsrichter kommt, guckt sich das einmal an. Daniel von Paddle City. Es ist... es ist unfassbar knapp. Es sind Millimeter. Hier. Stopp. Nein. Ey, wir Das haben, hat Paul jetzt hergelegt. wir haben hier keinen Videobeweis, sondern Schiedsrichter und das zählt. Ja, drüber. Ja, aber der ist ja schon gespielt. Egal, nein, da spielt er ihn noch. Er spielt, da ist dahinter. Rüber, Gängers. Nein. Das geht schon nicht. Dahinter. Dann wiederholen? Ja, die wiederholen. Machen wir zwei neue. Zwei neue. Nein. Da ist dahinter. Nein, weiter jetzt. Zwei neue. Zwei neue. Also das ist eine ganz klare Sache von zwei neue Bälle. Paul, du rennst zu wenig. Spaß. Ich glaube 30-50, oder? Also für die Fairness im Stream und im... Der wird wiederholt. Stefan, der wird wiederholt. Wird wiederholt. Der euch weggenommen wurde, wird wiederholt. Warte mal, was? Der von Marc wird wiederholt. Ja. Also, Chat, wir haben spontan den Videobeweis eingeführt und ihr habt es selber gesehen. Chat, was sagt ihr? Hat er ihn auf seiner Seite berührt oder drüben? Es ist unfassbar knapp. Warte, hat Marc Netz berührt? Nein. Nee, hat er nicht. Nee, Netz Okay. berührt was nicht. Es wird wiederholt, zwei neue. 30-15 für Stefan und Marc. Guck Es dir gibt dieses alles im Lachen Chat, an Wahnsinn. von Paul. So, Team und Paul haut Alles den an für die Wand. das, alles für das.
Will er uns jetzt sagen, er war noch nicht bereit? Paul will die Wiederholung. Team Paul und Kriel hat noch ein Video-Review remaining. Aber geil, dass wir das machen können im Stream. Das ist insane. Boah, der spielt Paul Den gut. hat Stefan und der ist weg. 40-30. So, 40-30. Chat schreibt drüben. Ah, ich glaube, Ja, die Frames ja, sind genau. gerade so, dass Es es diesen ist- es Frame fehlt nicht dieser gibt, eine wo der Ball, Frame. Ja, es genau, wo fehlt der Ball der eine getroffen Frame. wird. Spontet nächstes Mal bitte mehr Frames. Wir brauchen 120 FPS. Ja, bitte 1000 FPS nächstes Mal. Wir brauchen die Kamera von diesen amerikanischen Videos, wo die so... Und es Boah, lohnt den hat sich. Stefan auch noch stark Paul ist von Paul dran. Frege. gemacht. 40 Und da lässt er sich abfeuern, zu Recht. Zu Recht lässt sich Paul dafür abfeuern, wie er den noch rausholt. Boah, Da haben alle schon aufgehört zu spielen nach dem Volley. Zack. I run a little bit more, hat er gesagt. und jetzt... Und er hatte recht. Ja, er fliegt ein bisschen mehr. Wirft sich da rein. ich Und glaub, der war aus. War nix, aber der Aufschlag auch nicht. Regie, Stefan mehr geht. Frames sind unterwegs. Gut. Danke, Leute. Fettes Shoutout Und der ist an die Regie. Boah, und das war gerade ein wichtiger Punkt. Jetzt Vorteil für Stefan, weil die beim 40-40 ist nicht so geil, wenn du den Punkt verlierst. Jetzt können sie das Ding fertig machen zum 6-5. Also ganz bisschen Druck weggenommen. Jetzt müssen sie das fertig spielen. Paul macht Paul mit Faxen fängt schon hinten. an mit Faxen, ja. Boah, und der Aufschlag ist es nicht. Bei diesem Stand darfst du den kurzen Aufschlag nicht machen, sage ich. Ja. Ein bisschen zu lässig. Paul, der hat Einstand. jetzt richtig Bock. Wie der da drüben steht, der ist bereit Geiles für Spiel alles. aber. Geiles Spiel, holy shit. Stefan durch die Mitte. Perfekt in die Ecke. Schöner Gancho. Geht da. Und der ist weg. Der ist weg. weit. Die nächste Chance für Stefan und Marc zum 6:5. Vorteil für euch. Boah, das war gerade richtig geil mit dem Video-Review. No joke. Einstand. Wieder zu leichtfertig da an die Netzkante. Aber weit unter. Wir sind angekommen bei Deuce Nummer 3. Es ist wirklich so unfassbar spannend. Ja, Punkte einblenden bitte, das wäre geil. Weil Chat fragt gerade. Es ist 40 beide, Chat. 40 beide, ja. Ich glaube auf Riel, der ist zur Stelle. Stefan muss da wieder eingreifen. Hinter Marc schafft's nicht, kommt zu spät. Und jetzt erstmals Vorteil rück. Und das könnte jetzt ein spielentscheidender Moment sein. Vorteil für Paul und Chiel. Aufschlag Stefan Gereck, das ist gut. Und was ist das für ein Hammeraufschlag? Aber gut verteidigt. Riel zur Stelle. Stefan. Oh, Stefan berührt den Stefan zweimal. hat den berührt vorher schon. Und das ist das Break, Break für Paul und für Chiel. Paul und Chiel. Boah, und wie wichtig ist das? Da ist jetzt nämlich Serving for Match 7-5. Könnten sie jetzt draus machen. Eine Menge Frust jetzt bei Stefan und Marc, verständlich. Ja, Ich weiß nicht, was Stefan da immer schaut am Bildschirm. Ich weiß nicht, ob er den Score da sehen will. ja, ich glaube, die letzten Punkte waren jetzt auch ein bisschen hart, weil das Punkte sind, die Marc vielleicht vorne hätte haben können. Ja. Dann wird er überloppt und dann muss Stefan die so kurz vor der Scheibe noch rüberspielen und die sind nicht easy. Obwohl sie eigentlich am Netz waren grundsätzlich. Ja, es war seit diesem Hechtsprung Momentum wieder umgeschlagen auf Paul und Chiel. So, jetzt wollen wir aber noch mal gucken. Gut, Stefan. Guter Ball von Der war Stefan. wichtig jetzt für Stefan, fürs Selbstbewusstsein. Sucht sich da Man darf das nicht Postel. vergessen, Paul Frege war hier mit Steven Gätchen angemeldet, der leider krank absagen musste. Also Chiel spontan eingesprungen und die stehen hier kurz vor einem Halbfinaleinzug oder doch nicht. Und Steven Gätchen hat gesagt, dass er richtig viel trainiert hat heimlich. Ja. Hat mir Paul erzählt. Wir wussten alle nicht, wie gut Steven ist. Willst du Und wissen, mit wem er trainiert hat? Mit dir? Ich habe da eine Vermutung. Hat er mit dir trainiert? Paul hat uns connected. Ah, Aber wir kannten uns, weil wir vor 2 Jahren zusammen beim Super Bowl waren für The Zone. ja. Und wie war so sein Stand von Steven Gätchen? Er hätte euch alle sehr positiv überrascht, sage ich mal. Ja, das wäre richtig geil gewesen. Okay. So, Paul hat sich Der da war von nun Stefan. endgültig Boah. die Ecke ausgesucht. Und jetzt steht's 0:40. 3 Chancen für Stefan und Marc für das allentscheidende Tiebreak. Ich sag sogar. Was? Nee. Also wir zählen mit, weil beim Ja. Tablet ist gerade die Bildschirmsperre reingegangen. Die Chance. Stefan zieht durch. Paul hat den. Paul, Den Marc, spielt Stefan er, und legt den ihn spielt er rein. clever. Und das ist das Break
für Stefan und Marc zum 6:6. Wir gehen ins gehen Tiebreak rein. zum ersten Mal. Ist das krass. Wir gehen rein. Tiebreak fürs Halbfinale. 6:6. Normal bis 7. Boah, jetzt haben wir aber alles gesehen. Erstes Viertelfinale 6-0, jetzt 6-6. Tiebreaks haben wir auch genug gesehen. Das war ja das Format in der Vorrunde. Und jetzt hier wieder Tiebreak. Adi, Ja. wer macht's? Wer wird euer Gegner? Prediction Time. Soll ich lieber sagen, welchen Gegner ich lieber haben würde? Ja, okay. Oder wer gewinnen wird? Sag beides. Stefan läuft hier gerade raus, er braucht ein paar Getränke. Stefan holt noch einen Red Bull. Komm, Stefan! Vamos! Vamos! Ich sag, wenn die Spieler am Feld sind, sage ich. Weil jetzt sind alle draußen, ich warte noch. Vielleicht können wir kurz bei... Echt, können wir die Bank hören, ja genau. Da sitzt gerade Carlos. Da wird die Bank eingenommen. Nee. Freddy sitzt da. Vielleicht können wir kurz reinhören. Was? Let's go, Jungs. Jack. Genau, ab Halbfinale spielen wir dann mit Seitenwechsel. Das heißt, erstes Game, dann Pause. Dann hören wir auch noch mal ein bisschen mehr die taktischen Sachen. Ja. Werden wir auch euch hören, ne? Okay. Marc, der Erste, der jetzt hier aufschlägt. Auf Riel. Oh, ob der so gewollt war, aber es funktioniert. Und das wird Stefan ärgern. Und Das Riel wird war sogar Stefan fast ärgern. noch dran, hat ihn aber nicht berührt. Guck Paul an, er lacht. Es ist Mini-Break. Ist eigentlich immer gut beim Tiebreak, wenn der Gegner anfängt, weil danach hat man zwei, oder? Genau. Da ist das erste Mal, wo ich auch retournieren will. Auch hier läuft wieder Paul rüber. Komm, Stefan. Super Gut Volley von gespielt. Stefan. Macht seinen Fehler von davor wieder gut. 1:1. Boah, krasser Shot hier gerade gewesen. Die Schnipser sind im Chat. Die hier. Die macht niemand auf Twitch, aber Niki hat die so etabliert, dass die immer im Chat drin sind. Das ist richtig geil. Guter Schmetterschlag jetzt von Paul, überraschend. Den hat er noch gar nicht gemacht. Somit aber alles wieder normal. 2 haben einen Mini-Break gehabt. Stefan schlägt auf. Diesmal jetzt von links. Guter Aufschlag. Oh, und das. Schon 2 unnötige Fehler von Stefan im Aber Tiebreak. genau den Ball mache ich auch oft. Man ist so da, aber schlägt den ins Netz. Und man weiß gar nicht wirklich wieso. Mini-Break für Paul und Kriel. So, jetzt wieder der Wechsel. Kriel bringt aber auch gerade alle Lobs ins Feld, ne? Ja, und das spielt Paul einfach smart. 1:4 für Paul, Frege und Kriel. Nochmal zur Info-Chat. Im Halbfinale müssen wir gegen den Gewinner von diesem Spiel spielen. Es Das könnte Paul und Kriel sein oder Stefan und Marc. Es wird jetzt bis 7 gespielt, also 3 Punkte noch fehlen Paul und Chiel, aber es ist schon so viel passiert in dem Spiel, Dramenwendungen. Hier kann noch alles passieren. Zweiter Aufschlag Chiel auf Stefan. Wow, was für ein Return! 4:2. Okay, finde ich krass, bei 1:4 so rein zu risken, aber es hat sich gelohnt. Den hat er gefühlt, den wollte er genau dahin. Auch Marc jetzt mit einem guten Return. Das war leider das nix. geht nicht. 2:5. Die 5:2. Tür Richtung Halbfinale geht weiter auf für Paul und Riel. Aber die müssen weiter dranbleiben. Sind auch schon gut am Schnaufen. Also wenn ich mir den Paul anschaue. Jetzt ist es auch eine ganz, ganz mentale Frage. Ja, der ist raus. Sollten Paul und Chiel den Punkt machen, sind das die Matchbälle fürs Come on. Halbfinale? Der ist drin. Stark von Boah, Marc! stark, Stefan! Stark von Marc! Das 5:3. Ey, und das ist so geil. Man merkt auch bei diesem Spiel direkt, wie das Publikum, die Leute mehr am Start sind, weil es ist spannend, es ist geil, das bockt so sehr. Ich hoffe, das kommt im Stream zu Hause rüber. Krass. Marc ärgert sich, glaube ich, weil er mehr von diesen Bällen gern gespielt hätte, den ganzen Satz über. Ja, man sieht auch schon so, Frege stellt sich hin und will diesen Ball angreifen und dann haut Marc den so rein. 5:3. Wichtiger Punkt jetzt. Chiel mit einem guten Return, wieder Lob.
Doppelglas, das kann er nicht so gut. Fies gemacht. Gut die Ecke 5:4. anvisiert, getroffen. 5-4, du hast es gerade so gesagt. Dramenwendung. Ja, es bleibt passiert dabei. alles. Aber nichtsdestotrotz, Paul Frege schlägt jetzt Zweimal auf. zweimal zum Gewinn auf. Sie haben es in der Hand. Come on. Der ist Erste. weg. So kennen wir ihn, Ja. natürlich. Alles oder nix. Der ist gut, der kommt noch rein. Ist das zu fassen. Wie Riel sich da wegduckt. Der Ball weiter im Spiel. Nein! Stefan einen Schritt zu spät dran. Boah, und jetzt Stefan und Marc. Chat, es sind 2 Matchbälle für Giel van der Hoede aus Amsterdam und Paul Frege aus München. Dafür Heilige hat er noch Scheiße. die Energie, der Marc. Die braucht er jetzt beim Volley. Matchball zum Einzug ins Er ist Halbfinale. Und der ist haut weg! er raus, Da kommt der Ball raus! kommt er noch raus, Was für ein Was ist denn jetzt hier los? Por Quattro haut er den raus. Und da war die ganze Aggression drin, Chat. Und Marc geht voll ans Netz. Macht hier noch einen Breakdance-Move und ich sag, die Energie sollte mal reinstecken jetzt. Und da macht er das auch. Heilige Scheiße, ist das spannend. 6:5. Ein Punkt. Was Ein geht Punkt. und Jetzt Denn ist ab. wieder alles in der Reihe. Aufschlag Stefan. Ein Matchball. Was für ein der Aufschlag! 6:6. 6:6. Es ist unglaublich. Ich kann es nicht fassen. Ich kann es nicht fassen. Und jetzt das Momentum komplett auf der Seite von Marc und Stefan. Chat, das geht nicht. Das geht nicht. Egal wer verliert, die werden so pisst sein. Ich kann es jetzt schon sagen. Beide haben es Frage crazy ist- verdient. Absolut. Matchball Paul oder Matchball Stefan und Marc? Ah, sneaky. Komm. Chance. Und er geht drauf. Er riskiert es und wird kann's auch. belohnt. Was sind das hier gerade Wir für gehen Punkte? von 2 Matchball. Matchbällen von Paul zu 2 Matchbällen für Stefan und Marc. So, und jetzt soll einer noch mal im Chat schreiben, Paddel ist nicht geil entspannt. Ein 2 Matchball. vor, 2 vor. Nee, Ist noch nicht vorbei. ein Matchball. 2 Ja. vor. Stefan und Marc dachten kurz, sie hätten gewonnen. Chat, das Nein, ist nein, nein, kein Trinken jetzt. Chat, das ist das Viertelfinale. Das ist das Viertelfinale. Das ist kein Halbfinale oder Finale, das ist das Viertelfinale. Was passiert gerade? Okay, wir gehen auf die Bank von Alle Paul und machen Kriel die und eigenen Herkunft zu. Regeln. Wir hören zu. I receive it. No, you do it. You play it. You play it to Stefan. Jungs, das geht nicht. Das ist zu spannend. So, Dortmund, jetzt macht noch mal richtig Lärm. Was ist hier bitte los? Der Matchball für Stefan und Marc. Und der Ist im So Aus! weit. Stefan und Marc drehen die Partie. Was für ein Ende zu so einem Spiel. 7:6 nach Tiebreak heißt es am Ende für Stefan und Marc. Unfassbar. Die Matchbälle abgewehrt und drehen das Spiel und stehen im Halbfinale gegen Adi Ja. und Niki. Stefan und Marc spielen gegen mich und Niki. Heilige Wen wolltest Scheiße. du im Halbfinale? Tatsächlich Stefan und Marc, ja.